Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's eigentlich sehr gut. Ich freue mich mega auf morgen, weil morgen kommen meine Eltern plus meine Schwester mich besuchen hier in Montreux und sie übernachten auch 2 Tage da und ja, es ist mega cool. Wir gehen dann so ein bisschen shoppen und wir gehen sogar einmal auf Lausanne, weil mein Urgroßvater irgendwie mal eine Fabrik hatte. Ich glaube, der war übel rich, ich habe aber ich habe keine Ahnung. Und mich wird dann irgendwie so eine Führung über, weil meine Mom die ganzen geschichtlichen Sachen mega interessiert. Darum, ich bin sehr gespannt auf die Führung, wie die wird. Vor allem, weil sie Französisch sind. Das heisst, dort testen wir so richtig mein Französisch, ob ich alles verstehe. Aber we gonna see. Ich bin ganz gespannt. Nein, ich freue mich vor allem auf morgen. Also ich freue mich vor allem, dass meine Eltern kommen. Weil gestern war so ein bisschen ein Tag, wo ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe in der Schule, sage ich jetzt mal so. Ich habe eigentlich die ganze Zeit in allen meinen Podcasts und überall auf Social Media gefühlt erzählt, dass ich mich eigentlich mega wohl fühle allein. Und das ist auch immer noch so eigentlich. Also gerade jetzt, wenn ich da so in meinem Zimmer bin und in meiner Bubble so, dann fühle ich mich mega wohl. Aber ich merke gleich so, dass ich gerade in der Schule ja gleich irgendwie Leute brauche. Einfach so, ich weiß auch nicht, zum dort irgendwie chillen oder zum reden oder so. Also so ganz, ganz allein möchte ich dann eben schon nicht sein. Ja, und ich kann dir mal erzählen, wieso dass ich mich gestern so ein bisschen unwohl gefühlt habe. Also ich bin ja jetzt seit 2 Wochen da. Das ist meine 3. Woche und vielleicht von Ihnen sagen, gestern war der erste Tag, also Montag. Darum ist alles wieder so ein bisschen neu gewesen. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen so ein bisschen ein Girl gehabt, wo immer so ein bisschen neben mir gesessen ist und eben, wir haben jetzt nicht mega, mega viel zu tun gehabt, aber wir haben immer eine Partnerarbeit zusammen gemacht und wir haben es eigentlich gleich keine lustig gehabt. So. Also, ja, ist gleich eine sympathische gewesen. Und sie ist jetzt eben gegangen nach 2 Wochen und ich habe irgendwie voll gedacht, ja, voll easy, weißt du, so, es kommen jede Woche wieder neue Leute und es gehen wieder jede Woche neue Leute. Darum, es wechselt sich ja stetig. Und eben, es war jetzt nicht so gewesen, dass wir mega, mega close sind. Aber gleich habe ich es gerade am ersten Schultag auf einmal so gemerkt. Irgendwie, also wir sind ja plus minus gleich ungefähr die gleichen Leute in der Klasse. Es kommen ab und zu, wie gesagt, ein paar neue und es gehen ab und zu ein paar. Aber so grundsätzlich hat sich jetzt gerade mega, mega viel verändert. Ähm, und das ist eben so ein bisschen das Ding, wir haben so wie eine Platzordnung. Also nicht eine fixe vom Lehrer aus, sondern es ist auch so, dass sich das so ein bisschen einpendelt, dass man halt im jeden Tag an einem gleichen Platz sitzt. So. Auf jeden Fall, ja, ist es so halt Montag gewesen und ich bin in den Platz geguckt, wo ich immer geguckt bin. Und logischerweise, also es sind so Zweiertische immer und logischerweise meine vorherige, ich sag mal, Kollegin ist ja offensichtlich nicht mehr gekommen. Und ich habe dann einfach gedacht, ja, also, weil ich halt die Erste war, die reingelaufen bin, habe ich auch zu niemandem wirklich sitzen. Habe ich halt gedacht, ja gut, es wird sich irgendwie, weiß auch nicht, der Klassenraum halt füllen und irgendjemand zu mir sitzen, ich weiß auch nicht, vor allem wenn neue Leute kommen, also weißt du, wie ich meine, so. Auf jeden Fall hat sich der Klassenraum immer mehr gefüllt und ja, ich habe immer mehr gemerkt, okay, wieso hockt niemand zu mir? Stinke, was ist los? Ich habe wirklich irgendwann so immer mehr an mir selbst zweifelt. Also es ist immer jemand reingekommen, wo ich dachte, okay, weißt du, so, die können potenziell zu mir sitzen oder der und dann sind sie irgendwo anders hergeguckt. Und ich habe mir so gedacht, nein, irgendwie wird es immer, ich weiß auch nicht, es werden immer alle anderen Plätze besetzt, außer dann ab mir. Und ja, es ist dann literally am Schluss so gewesen, dass jeder Platz im Klassenzimmer frei war. Nein, besetzt war, außer neben mir. Und ey, ich bin ehrlich, es hat hure gekratzt an meinem Ego. Nein, nicht an meinem Ego gekratzt, sondern es hat mich einfach wie getroffen. Also es hat mich mega irgendwie zum Nachdenken gebracht. Also, weil ich halt irgendwie einfach, ja, irgendwo schon dann gerade bei so Sachen ein unsicherer Mensch bin und mir Gedanken mache von, okay, habe ich jetzt irgendwie unsympathisch gewirkt oder bin ich eine komische oder also weißt du machst dir dann plötzlich bei allem Gedanken, also ich fange dann wirklich an overthinken, so kennen die mich von Social Media und finden die mich dort unsympathisch oder finden sie es dumm, was ich mache oder vielleicht haben sie auch irgendwie eben den Podcast gelesen und denken von, die will ja jetzt alleine sein und keine Ahnung, ich habe mir so viel gedacht und ich glaube, ich bin nachher so gleich zum Entschluss gekommen von, hey, vielleicht haben die einfach nicht gewusst, dass ich sage mal, meine Kollegen von letzter Woche und von letzter Woche jetzt gegangen ist und haben irgendwie gedacht, die kommt irgendwie noch später und setzt sich dann an mich oder so. Ich weiß es nicht, ich habe es mir dann so erklärt. Einfach für mein Gewissen so ein bisschen, dass ich nicht mega overthinke, dass jetzt irgendetwas an mir mega falsch ist. Aber grundsätzlich ist wahrscheinlich jetzt nicht mal
hat es nicht mal einen grossen Hintergedanken, warum jetzt niemand neben mir gesessen ist, sondern es hat sich einfach so ergeben. So. Ja. Aber gleich muss ich sagen, irgendwie, das hat so wieder voll was in mir ausgelöst. Eben so das Overthinken und ja, ich habe das irgendwie, gerade in so gewissen Situationen habe ich das schon sehr... Ja, und irgendwie die Situation hat dann bei mir so ein bisschen was ausgelöst, dass ich dann wieder allgemein wieder mehr angefangen overthinken. Auf einmal ist mir dann so beim Heilaufen so eine Situation in den Sinn gekommen, wo wirklich schon so einen Monat alt ist, wo irgendwie so eine Person mich beim Tschüss sagen nicht umarmt hat und meine Kollegin schon. Und was auch voll okay ist, weil sie kennt meine Kollegin besser, aber gleich, ich habe dann in meinem Kopf so gedacht, hat sie mich jetzt unsympathisch gefunden? Und ich habe mir das zu dem Moment nicht mal so stark gedacht, aber irgendwie jetzt im Nachhinein habe ich plötzlich bei allem angefangen overthinken. Also ja, ich weiß nicht, es ist dann so ein bisschen wie eine Kette daraus entstanden, dass mir ganz viele Situationen in den Sinn gekommen sind, wo ich mir dachte, oh mein Gott, da bin ich ja vielleicht auch mega unsympathisch übergekommen oder ja, und das ist so ein bisschen das, was mich irgendwie am Montag jetzt so ein bisschen beschäftigt hat oder so ein bisschen wie einfach so ein bisschen runtergezogen hat. Ich glaube, bei mir ist dann schon gerade so, sobald ich so gemerkt habe, okay, es ist jetzt niemand neben mich gesessen und sobald das Rädchen angefangen hat zu kurbeln von sich Sachen überlegen und alles, dann ist wie mein Tag schon so ein bisschen gelaufen gewesen. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen das Thema vom heutigen Podcast. Einfach so das Overthinken und vor allem auch so ein bisschen das Thema Bestätigung von außen, weil das ist actually schon ein Thema, das ich schon länger so ein bisschen damit zu kämpfen habe. Ich muss sagen, mittlerweile auch schon wieder ein bisschen weniger als sonst, aber es kommt so in Phasen, sagen wir es so. Und ich kann jetzt mal sagen, was ich so meine mit Bestätigung von außen. Also ja, es erklärt sich eigentlich schon selber. Ich brauche mega die Bestätigung von Friends, von Family, vom Can, meinem Freund. Ja, ob ich alles richtig mache, bei Entscheidungen, ist das richtig, kann ich das machen, kommt das falsch über und das ist manchmal mega mühsam. Also ich hatte wirklich gerade eine Phase, jetzt von einem halben Jahr oder so, wo ich kann nichts auf Social Media aufladen, posten oder irgendeine Wank machen, ohne den Can zu fragen, so hey, ist das gut? Ist das easy? Kann man das machen? Ist das nicht peinlich? Was denken die Leute, wenn ich das mache? Einfach so richtig, ich kann irgendwie, ja, es war dann teilweise fast mühsam gewesen, weil ich jedes YouTube-Video, das ich aufgeladen habe, ihm vorher zeigen, weil ich gedacht habe, ich kann kein Video aufladen, wenn er es nicht wie approved hat, sage ich mal. Und es ist echt so dumm, weil also ja, wieso brauche ich dann seine Bestätigung? So, ich kann doch einfach auch selber sagen, hey, das habe ich jetzt selber geschnitten, ich bin echt zufrieden. Also weißt du, ich meine so, und es ist ja nicht mal so, dass die Leute nachher würden denken, oh mein Gott, das Video ist so scheiße gewesen. Und weil es der Can ja gesagt hat, ist es nachher gut so. Also ich weiß nicht, ich habe gerade vor einem halben Jahr extrem krass von ihm Bestätigung gebraucht. Aber nicht nur von ihm, sondern allgemein auch so von außen. Also ich habe auch oft eben Friends immer nach Rat gefragt und alles. Also ich habe sehr oft immer die Bestätigung von außen gebraucht. Ich weiß nicht, ich kann sonst mal sagen, so gerade seit ich selbstständig bin, habe ich mega viel Zeit, um so ein bisschen selbst zu reflektieren. Oder ja, vielleicht hat es nicht mal mit Selbstständigkeit zu tun, sondern einfach seit ich aus der Schule bin. Seit ich langsam will ich erwachsen, Freunde. Langsam kommt so der Selbstreflexionsprozess automatisch. Sehr nice. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen einfach mich selbst reflektiert. Gerade bei so Situationen. Also, wieso brauche ich die Bestätigung von außen? Was sind überhaupt meine Ängste? Und ich glaube, so meine grössten Ängste sind zum einen, dass es mir mega wichtig ist, dass ich sympathisch wirke. Also, dass Leute mich sympathisch finden. Am liebsten würde ich wollen, dass die ganze Welt mich eine tolle findet, einfach so eine Liebe findet, ein gutes Bild von mir hat. Ja, ich glaube, das ist es, ein gutes Bild von mir hat. Also, ich finde es ganz schlimm, ich kann es nicht haben, wenn Leute ein schlechtes Bild von mir haben oder wenn Leute mich unsympathisch finden. Ich würde am liebsten das so klären und sagen, hey, was habe ich da gemacht? Das ist mega schwierig. Und auch sonst, ich habe mega schnell Angst, dass ich irgendwie nervig bin, irgendwie hyperaktiv, laut oder so. Oder auch cringe. Also das ist auch so ein Punkt. Ich habe mega schnell Angst, dass ich einfach cringe bin. Gerade so bei Freundeskreis, wo man jetzt nicht so mega, mega close ist. So das Second Circle. So. Und ja, das macht es irgendwie auch schwierig. Und ich habe zum Beispiel auch, das ist auch so ein Punkt, ich habe so ein bisschen gemerkt, oder so ein bisschen selbst reflektiert, dass das vielleicht sogar könnte der Grund sein, warum ich Social Media mache. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment mega dumm. Also klar, in erster Linie macht es mir mega Spass, zum
zum Content machen, zum Videos produzieren, vor der Kamera stehen, Videos schneiden, all das. Aber to be honest, es würde mir ja vielleicht nicht gleich Spass machen oder Freude machen oder so, wenn die Videos ja niemand wird sehen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass das auch so ein Grund ist, dass es ist, weil ich so ein bisschen Bestätigung brauche von außen einfach. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich gerade in meiner Kindheit, dass ich habe ja so ein bisschen Mobbing-Erfahrungen und so gehabt, dass ich dort so gar keine Bestätigung bekommen habe, beziehungsweise das Gegenteil, so, dass mir mehr gesagt wurde, ist, dass ich ja nicht wert bin, dass ich uncool bin und halt vielleicht auch unsympathisch und nervig und cringe und alles zusammen. Und ja, das wie so ein bisschen, wie sagt man, ein Defizit, nein, ja, so ein bisschen etwas fehlt in mir innen so, oder gefehlt hat irgendwie. Und dass ich das irgendwo mega gesucht habe. Aber ja, nein, ich wüsste ja grundsätzlich, dass ich Social Media jetzt nicht wegen dem mache. Aber ich habe allgemein das Gefühl, das ist so ein bisschen meine Theorie, dass sehr viele, ich will jetzt nicht sagen alle, aber sehr viele Social Media machen einfach auch vor allem aus dem Grund, weil sie irgendwie so ein Aufmerksamkeitsding haben. Ich weiß es nicht, ich will es jetzt niemandem unterstellen, aber das ist so, ich habe auch schon mit anderen Leuten darüber geredet, von der Influencer-Bubble, wo das auch so ein bisschen gesagt haben, dass sie das für sich selber so ein bisschen gemerkt haben, was ich mega spannend gefunden habe. Und im Fall, das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass es dann eben bei mir gleichzeitig kippt, dass es mega schwierig für mich ist, zum so Kritik annehmen. Also wenn es wirklich liebe Kritik ist, kann ich das mega gut annehmen. Also wenn jetzt jemand schreibt so, hey Nati, keine Ahnung, cooles Video, aber beim nächsten Mal kannst du das und das vielleicht noch machen oder weiß auch nicht, irgendwie so hey, das hast du jetzt vielleicht nicht ganz gut formuliert, irgendwie so, ja, keine Ahnung, wenn die Leute vielleicht auch checken, ich habe es jetzt nicht so gemeint oder so. Also ich glaube, sobald mir jemand das Gefühl gibt von hey, du bist jetzt hure unsympathisch gewesen, oder hey, ich finde dich voll nicht cool. Ich glaube, das finde ich mega schwierig, damit umzugehen. Und am schlimmsten ist für mich Hate. Also klar, auch weil es manchmal persönlich wird und weil mich jemand wirklich beleidigt. Und gerade wenn ich Content mache also nicht einfach Comedy-Content, sondern ich teile ja mein Leben, da bin ich viel mehr angreifbar. Das ist auch schwierig. Aber der grösste Punkt ist mir meistens, wenn Leute einfach etwas kommentieren, wo halt, ja, wo halt wirklich so, ja, was ist es jetzt? Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade voll kein Beispiel jetzt so spontan. Aber wenn es mir einfach meine Persönlichkeit angreift, sagen wir es so, wenn ich ticke, mein Charakter. Und ich kann allgemein sagen, dass das mittlerweile so viel mehr mir zu schaffen macht, wenn irgendwie jemand eben gerade so beim Charakter irgendwie, ja, dass ich die Bestätigung brauche vom Charakter. Früher war es eher so ein bisschen der Körper, habe ich das Gefühl, oder allgemein das Aussehen, dass ich dort mega so die Bestätigung gebraucht habe ich das Gefühl. Ja, eben, dass Leute irgendwie, keine Ahnung, kommentieren, hey, du bist so hübsch oder keine Ahnung was. Das ist mir heute wirklich, weiß auch nicht, auch wenn ich Phasen habe, wo ich mich gerade nicht so wohl fühle in meinem Körper oder so, ist mir das mittlerweile weniger wichtig, wie wenn Leute jetzt mich unsympathisch finden oder irgendwie so. Ja, und eben wie gesagt, ich hatte das von einem halben Jahr halt mega krass gehabt. Mittlerweile schon auch noch, eben gerade zum Beispiel jetzt gestern vorgestern ist es eben so ein Fall gewesen, dass ich eben so das, oh mein Gott, das Overthinking halt hatte. Aber mittlerweile auch schon weniger, weil ich habe eben, wie gesagt, mir sehr viel Gedanken gemacht, mit vielen Leuten auch darüber geredet. Und ja, literally auch so, manchmal mache ich das mega oft, wenn ich irgendwie so in einer Situation bin, wo ich wie einen Ratschlag brauche, dann schaue ich YouTube-Videos dazu. Also keine Ahnung, irgendwie, wenn es jetzt, weiß auch nicht, ums Thema Liebe geht und du hast gerade gestritten mit deinem Freund und es ist jetzt ein spezifisches Thema, dann gebe ich das bei YouTube ein und keine Ahnung, tu mir dort irgendwelche Ratschläge holen. Und das hilft mir im Fall manchmal mega. Also jetzt lasse ich jetzt auch mega oft so Podcasts. Darum finde ich das halt auch selber mega nice, um eben gerade so gewisse Themen dann besprechen in den Podcast, weil vielleicht kann ich ja auch euch helfen und vielleicht sind ihr jetzt genau in der Situation, wo ihr gerade übel am Overthinken sind mit «Oh mein Gott, die Person denkt jetzt das gerade über mich» und so, und hört den Podcast und vielleicht kann ich euch ja auch irgendwie helfen. Weil manchmal hilft es mir eben nur schon, wenn ich höre, dass es anderen auch so geht. Aber man ist so cool, eben so ein bisschen Ratschläge bekommen. Und eben, wie gesagt, habe ich auch gerade durch YouTube und durch viele Sachen so ein bisschen 2 Punkte gefunden, die so ein bisschen ein Game Changer für mich waren. Der eine ist, ich kann mir auch selber Bestätigung geben. Lass den mal kurz sacken. Im ersten Moment denke ich mir so, hä? Und im zweiten Moment denke ich so, ja, irgendwie schon, aber hä? Und zwar habe ich ja, wie gesagt, mega oft immer Leute,
einfach von außen Bestätigung braucht, egal in welcher Hinsicht. Und eigentlich kann man sich das auch selber geben. Und das kann in mega vielen Situationen sein. Also wenn du zum Beispiel mit dem Körper unsicher bist und du merkst irgendwie, eben, du brauchst wie die Bestätigung von anderen, dass sie dir sagen, hey, du siehst wirklich gut aus, nein, das sieht wirklich gut aus und das Bild ist wirklich gut, das kannst du auf Insta posten. So. Und du weißt, wenn es nur jemand nur so halb gut findet, dann wirst du es nicht posten. Dann kannst du dir auch selber sagen, hey, ich selber finde das Bild gut. Ich bin ja jetzt schon am Überlegen, ob ich es posten oder nicht. Ich poste es jetzt. So, weil mir gefällt. Und es ist eigentlich so simpel. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder ich kann auch gerade, wenn ich irgendwie unsicher bin mit meinem Körper, dann schaue ich mich so in den Spiegel und sage mir, ich bin schön. So, also gerade jetzt zum Beispiel, ja, ich bin jetzt gerade ehrlich, so momentan habe ich wieder so ein bisschen mehr Probleme mit so Gewicht und einfach so. Und dann sage ich mir einfach so, hey, alle, wieso hast du jetzt gerade das Problem mit dem? Also weißt du, so, nur weil jetzt andere irgendwie von dir könnten denken, so niemand denkt sich das. Du bist gut so, wie du bist, Bro. Du siehst jetzt nice aus. Du siehst heute richtig nice aus. Und es ist eigentlich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen das psychologische Ding, dass wenn man sich das selber so wirklich sagt, dass man dann so ein bisschen sein Hirn ausdrückt. Oder zumindest hat es bei mir funktioniert. Also kann ich einfach so, dass irgendwie fühlt man sich dann einfach besser. Man kann sich selber die Bestätigung geben. Und eben auch gerade solche charakterlichen Sachen kann man sich selber sagen, hey, du kannst dir auf jeden Fall selber dir die Bestätigung geben. Du musst dir manchmal einfach sagen, hey, ich brauche nicht die Meinung von anderen. Ich habe eine eigene Meinung und eigentlich habe ich mir die schon gebildet, aber ich brauche eigentlich ja nur noch Bestätigung von anderen. Aber nein, du brauchst die nicht. Du kannst das Bild einfach aufladen, ohne dass du jemanden fragst, weil dir gefällt es ja. So. Und auch, wenn du alle wirst fragen und sie finden es nicht so gut, dir gefällt es ja, also lass es rauf. Voll, das habe ich mega für mich gemerkt, dass ich mir selber einfach die Bestätigung kann geben kann. Und der zweite Punkt ist, und das ist auch so ein Gamechanger, man kann nicht allen gefallen. Man kann nicht allen gefallen. Es gibt immer Menschen da draussen, die dich werden unsympathisch finden, die dich nervig finden, die dich cringe finden, die dich hässlich finden, die keine Ahnung was. Es wird immer Menschen da draussen geben. Und wahrscheinlich kennst auch du Menschen, die du jetzt nicht so sympathisch findest. Und es ist voll okay, weil manchmal vibet man einfach auch nicht. Manchmal tickt man einfach nicht gleich. Manchmal hat man einfach eine andere Welt, andere Ansichten, findet andere Menschen sympathisch, die man selber vielleicht nicht sympathisch findet. Es ist voll okay. Es ist halt manchmal einfach nicht immer ein Match. Und das ist voll okay. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man gleich noch an sich selber reflektieren kann, dass wenn man auch Fehler macht, dass man zu diesen Fehlern steht. Und ja, an sich selber arbeitet. Aber das Ziel muss nicht sein, dass einem alle jetzt immer sympathisch finden, sondern dass man einfach selber ein guter Mensch ist. Dass man fein mit sich selber ist, im Reinen ist. Und dass man, wie gesagt, selber sich kann die Bestätigung geben und nicht abhängig ist von anderen Meinungen. Ja, das war auch ein ganz schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bin jetzt sehr, sehr happy, dass es heute immerhin ein bisschen besser gelaufen ist in der Schule. Also ich habe jetzt schon mit 2 Kolleginnen bin ich jetzt heute mal in die Schule gefahren mit dem Zug und wir haben so ein bisschen getagt und ja, heute bin ich auf jeden Fall nicht mehr allein gesessen. Also es ist schon ein bisschen besser gewesen und ich habe irgendwie so gemerkt, nein, eigentlich voll dumm. Also eben, gerade heute hat es mir dann wieder so gezeigt, nein, ich habe mir gestern wieder viel ins grossen Kopf gemacht. So. Wahrscheinlich ist es jetzt einfach so eine Tagessituation gewesen und voll. Ja, aber ich freue mich gleich mega auf meine Family morgen. Wie gesagt, wir werden ein paar coole Sachen machen und ja, ich werde Ihnen meine Wohnung zeigen und alles. Und es gibt wahrscheinlich auch einen nice YouTube-Vlog dann, da schauen vorbei. Ich bin auch eigentlich sehr aktiv momentan auf YouTube. Ich mache jede Woche mache ich ein Video. Ich bin sehr proud of mich. Aber ja, vergesst nicht, dem Podcast nice 5 Sterne anzufetzen und man kann mich ja auch abonnieren. Also ich sehe jetzt neuerdings bei Podcast, also auf Spotify, wie viele Leute mich abonniert haben, was sehr nice ist. Darum, let a follow da. Genau, und ja, das ist eigentlich sie. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Tag, was ihr auch gerade macht, aber im Zug sind, in der Badewanne oder auf dem WC. Geniessen es und bis zur nächsten Woche. Bye!